Bring the family back together, bro. Sandro Schmidt! Ich kann es einfach jetzt erzählen. Alright, lass zu. Mir auf den richtigen Weg begleitet hast, auch gezeigt hast, was es heisst, wenn man eine Vision vor dem Auge hat. Ich bin auch richtig stolz, dass du bist. Einfach dein Ding durchziehst. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich dir richtig fett eine reinhauen. Hey Sandro, ich find's geil, wie du es machst. Bist stolz auf deine Ziele. Miteinander ist doch einfach am schönsten. Ich hoffe, dir ist bewusst, wo du mich rausgekommen hast. Ich danke dir, Bro. Ich schwöre dir Gott. Das ist «Miteinander», der Podcast mit dem Schmidi. Wenn er jetzt einfach ohne mich macht, aber ist völlig okay. Viel Spaß! Hey und herzlich willkommen zu Runde 3 vom «Schmiteinander» Podcast. Ich höre es an meiner Stimme, ich bin ein bisschen noch verkältet und an dieser Stelle auch sorry, kommt die Folge ein bisschen verspätet. Es war eigentlich geplant vor 2 Tagen, sprich am Montag schon aufzukommen, aber es hat sich wirklich so reingeschlichen, dass ich gerade am Sonntag so um den Mittag herum gemerkt habe, okay, es kommt langsam etwas und am Montag dann wirklich komplett flach gelegen bin. Heute ist auch noch ein bisschen eher schwierig am Morgen, aber jetzt langsam fühle ich mich einigermaßen okay. Man hört es wahrscheinlich, ich rede ein bisschen nasal, also die Nase ist ein bisschen zu und so. Ich bin heute mal mit meinem Mittelscheitel da, das ist auch mal etwas Neues, aber hey, ich wollte einfach die Folge unbedingt machen, weil ich das Thema so spannend finde und weil ich euch jetzt auch die Möglichkeit geben will, jetzt mit dem zu starten, weil der Sommer ist da. Der Sommer kommt langsam an, heute haben wir 29 Grad draussen gehabt, mega schön, wenn ich hätte draussen sein können. Ich bin vorher schnell 15 Minuten in der Sonne gehockt, also wirklich extrem geiles Wetter jetzt langsam bekommt und ich freue mich wirklich auf das Ganze, was ich jetzt wieder machen will, auf den Sommer einfach, auf die Zeit. Ich finde, Sommer ist immer ganz eine spezielle Zeit, wo wirklich die Leute allgemein ganz anders drauf sind. Eben, es ist mehr Sonne rum, es ist wärmer, die Leute sind, man könnte schon fast meinen, von Natur aus einfach positiv eingestellt, was ich sehr eine spannende Sache finde. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt da. Ich habe wieder meine Wasserflasche ready. Ich werde auch zwischen ihnen die müssen trinken. Vielleicht auch mal zu einem Nasstuch greifen, aber das werde ich dann einfach rauscutten. Weil das ist Zeug, das ich nicht mitbekomme und höre. Und yes, hey, ich hoffe, es geht euch allen gut. Schön, sind ihr wieder am Start. Die letzte Woche war viel los. Ich möchte gleich schnell ein bisschen darüber reden, was alles abgegangen ist. Einfach schnell 1-2 Minuten. Und zwar sind vor allem die Videos sind wieder extrem viele Videos hure gut angekommen bei euch, was mir richtig Freude macht und zeigt, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Gerade vor allem die, wo ich unterwegs war. Also ich bin mit einem Free Hugs Schild unterwegs gewesen. Ich frage aktuell die Leute, hey, bist du glücklich? Und ich muss euch sagen, es gibt mir mega viel, weil der Content, ich tue es ja abschneiden auf 60 bis, sagen wir 40 bis 90 Sekunden Clips, oder? Weil Reels einfach nicht länger kannst, oder auf Reels nicht länger die Videos kannst posten. Und natürlich entstehen aus diesen Begegnungen noch viel mehr Gespräche oder viel längere Gespräche und vieles längeres Austauschen, was mega schön ist. Also es ist wirklich extrem spannend und auch mega cool, dann mit diesen Leuten einmal zu reden. Vor allem, wenn die Leute das dann später irgendwo auf Social Media finden und mir dann schreiben, hey, mega cool, freut mich, habe ich zum Beispiel den Kanal noch gefunden oder so irgendwie. Das gibt mir eine riesen Freude und ich habe noch vieles geplant, wo kommen sollte, vieles auch so, wo wir draussen unterwegs sind und allgemein Content, wo ich jetzt gerade mit dem Level Up Sommer, was auch der Titel sein wird von dieser Folge, wieder in Angriff nehmen. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Folge das mal wird. Ich plane sie natürlich wieder so ausführlich wie sonst zu machen. Warum überhaupt die Folge? Ganz einfach. Viele Leute, wie ihr es euch vorstellen könnt, dann natürlich zum Beispiel mir eine DM schreiben oder reach out einfach zu mir. Das Englisch ist richtig mühsam. Meldet sich bei mir und fragen, hey Sandro, ich finde es krass, wie du kannst eine gewisse Perspektive auf gewisse Sachen haben, aber wie bist du überhaupt zu dieser Perspektive gekommen? Und das werde ich immer öfters gefragt und ist mir auch bewusst, dass das nicht für alle logisch ist, weil nicht alle das Gleiche erlebt haben, was ich erlebt habe, sage ich mal so. Aber ich habe dann gefunden, hey, warum jetzt nicht? Jetzt sind wir wirklich bei einer Menge von Zuschauern angekommen, was krass ist. Also wo ich wirklich muss sagen, hey, das ist wirklich so,
20'000, 30'000 Leute, die das Video schauen. Das ist viel, das ist wirklich viel. Und habe dann mich dazu entschieden, hey, warum mache ich nicht einfach das, was ich letzten Sommer gemacht habe, die Entwicklung, die ich letzten Sommer gemacht habe, warum ich die nicht einfach dokumentieren? Warum ich die nicht einfach in ein Video packen oder in eine Podcast-Folge packen und eine Videoserie quasi daraus machen, wenn ich das diesen Sommer wieder mache? So kann erstens mal ich nochmal ein Level-Up machen und zweitens mal können Leute, die das mitverfolgen, vielleicht kleine Sachen rausnehmen und für sich brauchen. Das heisst, parallel, wenn ich jetzt gerade den Vlog, schau jetzt, verwechsel ich schon, parallel, wenn ich jetzt gerade die Podcast-Folge aufnehme, habe ich schon das Intro zu einem YouTube-Video aufgenommen, wo auch die nächsten Tage erscheinen wird, wo wirklich einfach der Startschuss ist und ab dann wirklich quasi eine Serie, wo ich dokumentiere, wie das Ganze verläuft. Und wenn ich da rüber schaue, für all die auf YouTube zuschauen, ja, ihr seht auch meine schlimme Frisur, die ich jetzt habe. Ja, aber ich habe da nebendran meinen Laptop mit den Notizen, auch ich bin nur ein Mensch, und zwar möchte ich eben so ein bisschen in das Thema eintauchen mit dem Level-Up Sommer. Wie das überhaupt entstanden ist es damals einfach so gewesen, dass ich gemerkt habe, eben, ich bin an einem Punkt, wo etwas gehen muss. Und ich habe mich dann gefragt, okay, aber wie? Wie soll ich das machen? Wie soll ich vorangehen? Wie macht man überhaupt ein Level-Up als Person? Sprich, wie geht man überhaupt vor? Wie kommt man überhaupt in einem Bereich in seinem Leben auf ein nächstes Level? Und haben mir dann das so ein bisschen zusammengestellt und mir einfach gesagt, hey, schau, das Ziel von dem Ganzen, das Ziel vom Level-Up Sommer, ist es wirklich, sich persönlich, gesundheitlich, physisch, mental, finanziell können weiterzuentwickeln. Was auch immer, in welchem Bereich auch immer, das war jetzt einfach mal ein Beispiel gewesen, eben welcher Bereich das nachher auf die Person zutrifft, das ist variabel. Je nachdem, wo das man sich will weiterentwickeln, je nachdem, wo das man das Level-Up machen will. Und habe für mich so gesagt, okay, ich habe jetzt Bock, wirklich als Person zu wachsen und als Individuum einfach aufs nächste Level zu kommen. Und habe dann angefangen mit kleinen Sachen, kleinen Routinen und die dann immer mehr anfangen zusammensetzen, bis ich eigentlich so ein bisschen in einem Flow-State, könnte man fast so nennen, war, wo ich einfach das Zeug gemacht habe und gemerkt habe, das ist auch wichtig zu verstehen. Es ist nicht von heute auf morgen merkst du etwas, sondern es ist im Long-Term ausgesehen, was ich natürlich jetzt extrem merke, im Long-Term ausgesehen hat es einen riesen Unterschied gemacht zu meinem Kopf, zu meinem Mindset, zu meiner Entwicklung, zu meinem Selbstbewusstsein, zu meiner Selbstliebe, zum Selbstrespekt auch, wie aber auch, also gleich aber auch, wie ich andere Leute sehe und andere Leute und Emotionen wahrnehmen und was für mich extrem cool ist oder was ich extrem nice finde halt auch. Die Idee ist eben dadurch so ein bisschen entstanden, dass eben von der Entwicklung, die ich letztes Jahr gemacht habe, dass ich das möchte sharen mit euch, dass ich nochmal so eine Entwicklung machen möchte, so dass ich es euch zeigen kann und so dass ihr auch eben einfach nur das, was ihr für euch mitnehmen könnt, weil das ist wichtig. Ich werde nie von egal welchem Content das ihr seht, ich werde nie komplett alles mitnehmen und komplett alles für euch brauchen. Es ist immer ein Bruchteil, aber es geht halt darum, okay, welchen Bruchteil von Content kann ich da rausnehmen und auf mein Leben projizieren und selber anwenden und umsetzen, dass ich etwas davon tragen kann. Vielleicht bist du gerade an einem Punkt, wo du möchtest gesundheitliches Level-Up machen, sportliches Level-Up machen. Vielleicht bist du an einem Punkt, wo du psychisch ein Level-Up machen, ein Selbstbewusstsein stärken. Vielleicht bist du an einem Punkt, wo du mehr möchtest aus der Komfortzone gehen, mehr erleben, mehr Ängste entgegen, was auch immer das sein mag. Und da ist wichtig, ich werde am Schluss noch ein bisschen sagen, was ich mache, aber mir ist wichtig, dass wenn du den Podcast hörst jetzt, dass du vielleicht nicht einfach 1:1 das nimmst, was ich da stehen habe, sondern dass du zuerst für dich Gedanken machst, okay, ich möchte, dass du dir jetzt die Gedanken machst, während du das gerade hörst, in welchen Bereichen möchtest du diesen Sommer wachsen? Was möchtest du dir diesen Sommer vornehmen? Und das sind meistens Sachen, ich habe das bei mir gemerkt, das sind meistens Sachen, wo du schon lange mal hast machen oder unbedingt mal ausprobieren und sonst einfach nie gemacht hast und es wie vorher geschoben hast und gesagt hast, irgendwann dann mal. Dann ist vielleicht jetzt genau der Sommer,
wo das irgendwann dann einmal ist. Jetzt ist vielleicht genau der Zeitpunkt, wo es dazu kommt, dass wir jetzt das Ganze gemeinsam in Angriff nehmen. Und vielleicht einfach für euch schnell auch, dass ihr euch ein bisschen speziell fühlt, für die Leute, die den Podcast hören. Die Leute, die das YouTube-Video dazu schauen, die werden die Infos so genau auf den Schlag, wie ich sie da gebe, nicht haben. Weil das natürlich ein längeres Format ist, wo ich auch länger und ausführlicher darüber reden kann. Auf YouTube wird es auch Videos geben, aber dort wird nah natürlich auch die genaue Ausführung von gewissen Sachen, wie ich es mache, gezeigt. Da will ich aber alles mal schnell ein bisschen durchcatchen, dass ihr auch eine Idee von dem Ganzen habt. Sprich, wie gehe ich vor? Und das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Ich tracke mich. Ja? Und das finde ich extrem eine gute Sache, weil du kannst auch Fortschritt machen, ohne dass du dich trackst, auf jeden Fall. Aber wenn du dich tracken tust, du hast einfach etwas Handfestes. Du siehst, in was für eine Richtung das sich bewegt und du siehst, wie dass du selber auch vorankommst mit dem Ganzen. Sprich, ich möchte meine Actions tracken, wo sich vor allem um Sport, Ernährung und Mentalität handelt, sage ich jetzt mal so. Und das dann eben auch in vlogformatigen Videos auf YouTube aufladen, Kurzclips auf TikTok, Insta etc. aufhauen, dass man einfach eine möglichst möglichst grosse Bandbreite von Leuten erreichen kann und mit dem Thema konfrontieren. Ob man sich nachher damit auseinandersetzen will, ist jedem das Seine. Was man aus dem Ganzen herausnehmen kann, ist jedem das Seine. Aber trotzdem habe ich extrem Bock, das Ganze zu machen. Vielleicht noch schnell so, dass ihr wisst von der Zeitspanne. Wir haben ja jetzt Juni. Ich würde das jetzt die 1,5 Wochen, die im Juni noch sind, respektive jetzt Mittwoch, morgen, also wenn ihr das am Mittwoch jetzt hört, heute, werde ich das Ganze in Angriff nehmen. Das Ganze wieder so laufen, dass ich das mache bis Ende Juli. Das heisst, jetzt sicher 1,5 Monate voll durchziehen. Und dann habe ich einen Monat lang WK. Und ihr könnt euch vorstellen, im WK, also im Militärdienst, ist es einiges schwieriger, ein paar von diesen Sachen auch so umzusetzen. Wir werden uns aber Mühe geben und ich werde auch versuchen, dort die Kamera mitzunehmen und ein bisschen zu dokumentieren. Wird sehr schwierig, wird sicher schwierig, auch allgemein der Content, der dort rum sein wird, weil ich muss schauen, dass ich dort in dem Fall voraufnehme und vorrecorde. Und gleichzeitig läuft es sehr viel. Ich bin aktuell auch auf neue Jobsuche und alles und so. Das heisst, ich schaue, wie ich das alles regle, aber auch dort bin ich der Meinung, mit einem richtigen Time-Management und einer richtigen Balance sollte das alles kein Problem sein und ich will mein Bestes geben. Aber einfach, dass Sie dort schon mal so vorgewarnt sind. Das heisst, sicher bis Ende August und am liebsten eigentlich nachher im September, Oktober möchte ich das Ganze auch noch weiterführen. Aber ich tue mal schnell updaten, wie ich das Ganze mache. Und zwar habe ich mir Tagesziel gesetzt. Zuerst mal so grössere Tagesziele und nachher viele kleinere Steps, die mit dem Ganzen dazukommen, sage ich mal so. Bei den Tageszielen sieht es eigentlich so aus, die sind auch so ein bisschen aufgebaut auf Morgen, Mittag, Abend. Und jetzt könnt ihr einfach mal bitte zuhören und mal schauen, eben nicht gerade alles unbedingt vielleicht übernehmen, weil eben, wie gesagt, ich habe das Ganze schon mal gemacht, ich habe vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung in gewissen Bereichen. Es geht auch bei dem Ganzen nicht darum, dass ihr jetzt plötzlich einfach alles nehmt, alles anwenden und nach, weil es muss ja, wie gesagt, mit einer gesunden Balance kommen. Es geht nicht darum, dass ihr euch jetzt in ein Burnout reinreitet mit dem Ganzen oder so, ja, sondern hört mal zu, was mein Ziel ist. Also, vielleicht sagen ihr, hey, das ist ja komplett selbstverständlich und vielleicht ist es für ein paar Leute von euch auch schon selbstverständlich dann mega cool. Eben, es geht ja immer darum, von welchem Standpunkt dass man als Person ausgeht, darum hören und anwenden, was man kann anwenden. Vielleicht könnt ihr es anpassen, vielleicht habt ihr andere Ideen. Der erste Punkt ist Schlaf. Schlaf und darunter laufen bei mir, ich möchte mindestens 6 Stunden schlafen, bis maximal 7,5 Stunden schlafen. Der Punkt, warum nicht 8, warum nicht 9 Stunden, ist ganz einfach. Ich bin nicht Profi. Wie gesagt, alles was ich sage, ich bin kein Doktor, ich habe nicht studiert, sondern ich rede einfach aus eigenen Erfahrungen und aus eigener Recherche, die ich gemacht habe. Das geht überein mit der sogenannten Schlafphase. Da gibt es ja die REM-Phase etc. etc. Ich weiss nicht, ob wir Leute haben, die sich mit dem Ganzen auskennen. Wichtig, könnt euch auch bei dem alles, was ich sage, selber noch einlesen. Und da gibt es mehrere Studien, die voraussagen, dass wir eigentlich in 90 Minuten, ich nenne es jetzt mal Perioden, schlafen und dass dort dann unser Wachzustand einmal am höchsten ist. Sprich, so wenn man das aufrechnet, 90 und dort, oder 1,80 etc., kommen wir dann auf entweder 6 Stunden
oder 7,5 Stunden oder dann halt wieder 9 Stunden. Aber mein Ziel ist es eigentlich 6 bis 7,5. Ich merke eigentlich einmal mit 6, eben, wenn ich es nicht jeden Tag mache, komme ich mit 6 trotzdem gut durch. Mit 7,5 sowieso, da merke ich gar kein Problem. Mit 6,5, mit 6, wenn ich so für längere Zeit mache, brauche ich dann vielleicht ab und zu mal einen Powernap. Aber rein Körper, wie soll ich sagen, rein aus meiner Erfahrung, die ich gemacht habe mit meinem Körper, kann ich mit 6 Stunden zu Schlag kommen, bis zu einem gewissen Punkt. Ziel ist aber jetzt eben nicht so wenig wie möglich zu schlafen, sondern ich sage wirklich, Ziel wäre 7,5. Aber wenn es mal 6 wird, ist auch okay. Das sage ich nur, weil es zum Teil auch Nächte gibt, wo ich weniger schlafen als das. Wenn man im Hustle ist und wenn man irgendwo hinkommt, auch völlig verständlich, solange es nicht irgendwie an ein ungesundes Maß herankommt und man es immer noch im Überblick hat mit seiner Balance. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist der erste Punkt, Schlaf. Dann der zweite Punkt, nach dem Schlaf ist dann eigentlich meine Morgenroutine. Und ich habe mir das letztes Jahr so etabliert, dass ich eigentlich eine spezifische Morgenroutine habe. Die ist auf mich zugeschnitten und die hilft mir einfach extrem. Und vor allem was Selbstrespekt und so angeht. Und zwar läuft das eigentlich auch so ab. Das erste, was ich am Morgen mache, ich habe so ein Buch auch, ich kann euch das vielleicht schnell da zeigen. Das ist auch wichtig, das möchte ich euch auch mitgeben. Holt euch ein Buch, wo ihr das ganze Zeug dokumentieren könnt, wenn ihr es mitmachen oder wenn ihr etwas macht. Ein Buch, wo ihr das Ganze angeht, wo ihr wirklich euch selber tracken könnt. Bei mir sieht das eben zum Beispiel so aus. Ich habe jetzt hier einen grossen Titel und nachher habe ich alle Blöcke, also all die Punkte, die ich jetzt aufnehme, habe ich in Blöcke unterteilt und jeden Tag eigentlich abhökeln. Die im YouTube-Video sehen das jetzt, für euch, die zuhören, ich versuche es möglichst gut zu erklären. Ich jeden Tag abhökeln, ob ich es erreicht habe oder nicht. Sprich, wie so eine Checkliste führen zu dem Ganzen. Das heisst, Morgenroutine sieht bei mir so aus, als allererstes schreibe ich Dankbarkeitssätze auf. Dankbarkeitssätze sind was? Ich schreibe Sätze, oder respektive ich suche mir 1-2 Topics raus, für die ich wirklich dankbar bin. Sagen das Personen, sagen das, und ich kenne Leute, die machen da wirklich so, hey, 3 Sachen materiell, 2 Sachen emotional, 1, und das finde ich ein Bullshit. Ich mache einfach, ich versuche mich auf eine Sache zu konzentrieren, wo ich aber wirklich, wirklich dankbar bin dafür. Sei das eine Person, sei das etwas Materielles, sei das eine Emotion etc. etwas, und schreibe das auf in 4-5 Sätze, für was ich wirklich dankbar bin. Das ist die erste Emotion, die ich am Morgen ausschütte. Dankbarkeit, weil Dankbarkeit ist eine der stärksten Emotionen, die wir haben. Und das ist wichtig, meiner Meinung nach dankbar zu sein für das, was wir haben, und können Dankbarkeit auch zu zeigen und auszuschütten. Einfach mit dem ganzen Selbstbewusstsein gibt dir das eine höhere Frequenz von können erkennen, okay, eben für was kannst du dankbar sein und auf welchem, wie soll ich das sagen, einfach an was für einem Punkt stehst du überhaupt, von wo aus kannst du überhaupt arbeiten. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Du schaffst von einem gewissen Punkt aus, ein paar sind weiter, ein paar weniger, aber es geht auch so ein bisschen darum, okay, auf welchem Standpunkt bin ich jetzt. Das heisst, ich schreibe Dankbarkeitssätze, zum Beispiel, ich bin extrem dankbar, ich mache jetzt ein Beispiel, zum Beispiel ein Familienmitglied oder eine materielle Sache oder ein Erfolg, den ich erreicht habe, oder eine Kollegin, ein Kollege, den ich habe, etc. etc. Einfach, ich schreibe auf, schnell ausführlich, 3-4 Sätze. Ich bin dankbar für diese Person oder für das etwas oder für das irgendwie, für die Sache. Dann, nachdem ich Dankbarkeitssätze aufgeschrieben habe, und ich bete. Und jetzt wichtig, ich will nicht, dass jetzt da so ein Tumult daraus entsteht. Ich bin nicht religiös gläubig. Ich glaube einfach, dass es etwas gibt da draussen. Das ist aber nicht religiös bedingt, sage ich mal so. Sprich, ich bete einfach im Glauben nach. Einfach, ich glaube, weil mir das persönlich hilft, auf meinem Weg etwas zu haben, an das ich glauben kann. Eben, das ist nicht jetzt christlich oder buddhistisch oder Islam, das ist nicht irgendwie so unbedingt, sondern ich bete einfach zu einem höheren Bewusstsein, sagen wir so. Oder? Und nachdem tue ich Affirmationen machen. Sprich, ich habe da einen Spiegel, ich habe das glaube ich sogar in der letzten Folge kurz angewendet, in der letzten Folge, also nein, nicht in der letzten, in der ersten glaube ich kurz
demonstriert. Ich habe da einen Spiegel mit Affirmationen drauf. Affirmationen, das sind Sachen, die du dir selber einreden. Sprich, du tust dich eigentlich wie bewusst anlügen. Das klingt jetzt mega blöd, aber das ist eigentlich das Gleiche, wie mit dem Unterbewusstsein passiert bist, seit du klein bist. Wenn man dir, seit du ein Baby bist, gesagt hat, die Erde wäre flach und alle dir immer gesagt hätten, die Erde wäre flach, dann wärst du heute da mit dem Glauben, die Erde wäre flach. Und das funktioniert so eigentlich genau gleich. Du tust dir eigentlich einreden, ich bin gesund, ich tue jetzt ein Beispiel machen, ich bin gesund, ich bin muskulös, ich bin geliebt, ich liebe, ich bin mit Herz bei der Sache, ich bin gut genug, ich lasse flowen, ich habe positive Emotionen, ich akzeptiere mich, ich respektiere mich, ich bin stolz, bla 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 bla. Schreib dir ein paar Sätze auf, sorry für den Husten, schreib dir ein paar Sätze auf und cool wäre, was ideal wäre, was ich einfach gemerkt habe, hilft mir, wenn ich so auf einen Spiegel schreibe, sei das im Badzimmer, ich habe jetzt im Zimmer zum Beispiel einen Spiegel, kannst du mit Whiteboard Marker, das bringst du auch relativ gut wieder weg, weil ich mich währenddessen im Spiegel halt selber anschaue, während ich das sage. Das sage ich einmal laut durch, wirklich laut. Also ich tue nicht sagen, sondern auch, ich weiss, ich habe andere Leute noch im Haus, aber ich stehe morgen auf und sage das wirklich laut vor. Und damit ist eigentlich meine Morgenroutine fast schon abgeschlossen. Sprich, das ist eigentlich der zweite Punkt, Morgenroutine. Das Bett noch machen, das ist wichtig, Bett machen, ja. Das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber das ist bei mir schon so intus. Das Bett machen am Morgen. Etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Frag bitte nicht warum. Mach einfach dein Bett. Okay. Nachdem starte ich eigentlich den Tag mit einem Cold Shower. Habe ich glaube auch schon 1-2 Mal angesprochen. Einfach habe ich in einem Kurzvideo angesprochen. Nicht unbedingt wegen dem gesundheitlichen Aspekt. Klar, es gibt auch Studien, die mittlerweile zeigen, dass es gesundheitliche Vorteile hat, Cold Showers zu machen für das Immunsystem etc. Könnt ihr euch da selber einlesen, euch selber darüber informieren. Ich mache es aber vor allem wegen dem mentalen Aspekt, weil ich stacke direkt. Ihr merkt mit all diesen Sachen, ich fange an, Gewinne direkt am Morgen zu stapeln. Und das ist mega krass mit dem Bett. Das Bett machen ist am Morgen der erste kleine Mini-Sieg, den du hast gegen dich selber, gegen deinen inneren Schweinehund, blöd gesagt. Das Bett machen, können etwas aufschreiben, etc. etc. Cold Shower, da geht es mehr um den mentalen Aspekt, dass ich mich am Morgen, je nachdem, wenn ich Morgensport mache, mache ich es nach dem Sport, aber am Morgen direkt in die unangenehme Situation außerhalb der Komfortzone begebe. Und ich mache Cold Showers jetzt seit eh und je. Es wird einfacher, aber es wird nicht angenehmer. Also fangt dort auch langsam an mit 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 und dann könnt ihr auch immer raufgehen. Ich bin so zwischen 1 und 2 Minuten und das langt dann auch. Es geht mir nur darum, am Körper den Schock zu geben, in die unangenehme Zone hineinzugehen, weil dann komme ich aus der Dusche und denke mir, hey, was möchte mir heute passieren? So, ich hoffe, ihr versteht das Prinzip. Das ist so ein bisschen zum Cold Shower. Dann kommen wir zu einer Routine, wo jetzt vielleicht Männer werden sagen, okay, aber glaubt mir Männer, das ist wichtig. Und zwar eine Skincare-Routine. Sprich, ich habe eine Körperhygiene-Routine, die ich mache. Warum mache ich das? Wenn ich mich selber gut fühle in meinem Körper und ich finde, mein Körper ist gepflegt, meine Haut gefällt mir, meine Gesundheit liegt mir am Herzen, dann bist du selbstbewusster in deinem Auftreten und das strahlst du auch nach außen. Und dann bist du positiver in deinem Auftreten und das strahlst du auch nach außen. Ich bin mir sicher, viele Leute haben es noch gar noch nie so angeschaut. Aber je wohler du dich in dir selber fühlst, umso selbstbewusster wirkst du nach außen. Und das ist ein mega, mega wichtiger Punkt, weil Leute, die sich selber in ihrer Haut unwohl fühlen, das merkt man oft nach außen. Sie können noch so selbstbewusst sein, du merkst es trotzdem ihnen ein bisschen an, dass ihnen gewisse Sachen einfach unangenehm sind. Und dort finde ich es ein wichtiger Punkt, dass man sich wenigstens das mal überlegt. Ich bin sicher, Frauen, die da zuhören, machen das eher als Männer. No front, aber ist einfach Fakt. Sprich, darunter gehört regelmäßiges Rasieren, regelmäßiges Zähneputzen. Also, das klingt jetzt mega blöd, aber basic Zeug eigentlich. Aber vor allem so ein bisschen, ich habe 1-2 Produkte, die ich euch sonst nachher gerne zeigen kann, wo meine Gesichtspflege zum Beispiel angehen und meine Hautpflege. Sprich, ich habe eine spezielle Lotion, die ich brauche, ich habe eine Gesichtscreme, die ich brauche. Und aktuell bin ich auch so ein bisschen dabei, fange jetzt dann an, neue Produkte auszuprobieren, um euch ein Feedback zu geben.
Und ich schaue einfach, persönlich schaue, dass all das Zeug, ich habe zum Beispiel auch spezielle Duschmittel, dass all das Zeug möglichst pH-neutral ist. Möglichst wenig Silikon drin hat, möglichst wenig Gummi drin hat, einfach weil es natürlicher ist und besser für den menschlichen Körper. Auch das Zeug, das ich brauche, ist nicht 0,0%, wisst ihr, wie ich meine? So, also irgendwo muss man halt sagen, hey, schau, okay, aber ich versuche das Bestmögliche daraus zu machen, das Bestmögliche daraus rauszuholen. Sprich, ich kann euch Seermarken, zum Beispiel die Marke Sebamed, nennt sich das, empfehlen für Duschmittel. Finde ich sehr, sehr cool. Und bitte, liebe Männer, hört auf, die 3 oder 4 in 1 Duschgel brauchen. Und kauft euch lieber 2, eins für Haar und eins für Haut, als da das 20 in 1 Ding. Weil es ist so schädlich für euren Kopf, Haut und den Körper, weil da so viel Gummi und Silikon und weiss ich was drin ist. Sorry, ihr merkt langsam, die rauche Stimme kommt vom Kranksein. Aber einfach, dass wir das dort vielleicht schnell gesagt haben, das zähle ich zur Skincare-Routine. Das war Punkt 4. Also Schlaf, Morgenroutine. Das Cold Shower habe ich separat genommen, weil das ein relativ grosser Punkt ist, finde ich. Und dann Skincare-Routine. Okay? Dann, jetzt werdet ihr vielleicht blöd reinschauen, als 5. Punkt habe ich das extra gross reingenommen, Zahnpflege-Routine. Ja. Und das ist der Punkt folgendes. Dort habe ich geschrieben, 3-mal am Tag Zähne putzen. Am Abend habe ich eine Spezialbehandlung, wo ich einfach mit Stocher Zwischenräume, das Wärme beim Zahnarzt und eine Mundspülung. Warum habe ich das so aufgeschrieben? Ich bin sicher, da außen von euch gibt es jenste Leute, die entweder nur einmal am Tag Zähne putzen oder 2-mal. Voll okay. Hey, wenn für dich das passt, du musst gar nichts von dem anwenden. Ich habe für mich gemerkt, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich 3-mal am Tag Zähne putze. Und es gibt mir einen enormen Selbstbewusstsein-Boost, wenn ich über den Mittag zum Beispiel das auch mache. Und es ist einfach hygienetechnisch ein Must, meiner Meinung nach. Oder das heisst, ich schaue, dass ich am Morgen, am Mittag nach dem Essen und am Abend die Zähne putze. Am Abend jeweils noch mit einer Mundspülung. Dort habe ich weiß gar nicht, wie die heisst. Die klassischen Mundspülungen, die ihr halt im Migros Coop bekommt. Vor allem habe ich ein Advanced White, einfach weil ich einmal ein Bleaching gemacht habe bei den Zähnen. Vor einem Jahr etwa. Einfach um dort noch ein bisschen zusätzlich helfen oder zusätzlich pflegen. Und dann halt eben zwischendurch einmal am Tag mit Stocher auch, dass dort alles draus ist und dann eben die Spülung drin. Finde ich wichtig, dass das gesagt ist, finde ich wichtig, dass das gemacht wird. Das ist ein grosser Punkt, den ich finde, geht bei vielen verloren, weil es macht so viel aus. Allgemein die Hygiene sagt dann darüber aus, wie du schmeckst, sagt darüber aus, wie selbstbewusst du eben über dich bist, wie du dich pflegen tust allgemein. Und das finde ich sind so viele wichtige Sachen. Und da geht es nicht darum, anderen zu gefallen. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Vielleicht können jetzt viele Leute meinen, ja, aber da geht es ja nur darum, dass ich mich schick mache für andere. Nein, falsch. Es geht darum, dass du den Selbstrespekt, genug Selbstrespekt überhaupt hast, dass du dir genug wichtig bist, dass du dich um dich kümmerst. Weil wenn du dich nicht mal um dich kümmerst, wie möchtest du genug Kapazität haben, dass jemand anders sich um dich kümmern kann, dass du dich um jemanden kannst kümmern, etc. etc. Das heisst, bei dem Ganzen geht es darum, dass du dich selber wertschätzen und das hilft dann wieder in deinem Selbstbewusstsein, in deiner Weiterentwicklung, etc. etc. Ich glaube, die Leute, die das hören, die checken langsam, wie die Bausteine so ein bisschen zusammenkommen. Hoffe ich jetzt zumindest einmal. Das ist so ein bisschen mal zum gesundheitlichen Aspekt, würde ich jetzt sagen. Meine Schwester läuft jetzt da gerade auf dem Balkon vorne umeinander und macht irgendwie... Ja, super. Ist jetzt irgendwie nicht so geil. Hört ihr das Klopfen? Sie schaut extra weg. So ein verdammtes Schlitzohr. Okay, auf jeden Fall hat man das sicher jetzt gehört in dieser Folge. Machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Und zwar, der nächste Punkt ist, jetzt winkt es mir da irgendwie. Okay. Sorry, jetzt bin ich voll aus dem Konzept gegangen. Also, wir sind Zahnpflege, eben, wie gesagt, extrem wichtig für Selbstbewusstsein etc. etc.
geht darum, dass du dir selber genug wert bist auch und du wirst dadurch einiges selbstbewusster auch. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Das heisst, wir haben Schlaf, Morgenroutine, Cold Shower, Skincare, Zahnpflege und jetzt kommen noch 3 weitere Punkte. Gym. Und unter Gym läuft einfach Sport. Ich habe es jetzt einfach Gym genannt. Dort ist mein Ziel, 6 Mal in der Woche zu trainieren. Sprich an 6 Tagen. Sage ich jetzt einfach mal, nicht 6 Einheiten, sondern 6 Tage. Es können auch mehr Einheiten sein, aber an 6 Tagen möchte ich trainieren. Ich habe das so aufgebaut, dass ich einen Push-Pull-Leg-Split habe. Sprich, dass ich 2 Mal in der Woche eigentlich den ganzen Körper trainiere. Push-Pull-Leg läuft eigentlich so. Ich tue es jetzt gleich trotzdem schnell erklären, dass wir das auch drin haben. Push heisst stoßen. Das ist alle Muskelgruppen, die du eigentlich stoßen. Sprich, oberkörpertechnisch gesehen ist das der Trizeps, Brust und Schultern. Pull, das heisst ziehen. Das ist alles, was du ziehen. Das sind Bizeps und Rücken. Und nachher Leg ist eigentlich selbstverständlich alles, was dabei ist. Hamstring, Calves, ich kann halt nur die englischen Wörter, Wädli, etc. etc. Das ist jetzt nicht weit gegangen mit den deutschen Wörtern. Genau. Und dazu kommt noch, da ich jetzt mit dem ganzen Level-Up-Sommer einen Cut starte, sprich einen Cut, wo ich in ein Kaloriendefizit gehe, zum Gewicht zu verlieren, weil ich bis jetzt im Aufbau war, Muskelmasse aufgebaut habe, Gewicht aufgebaut habe, gehe ich jetzt in einen Cut, wo ich überschüssige Muskelmasse, wie sehe ich aus, die behalten, wo ich überschüssige Fettmasse etc. all das abbauen, werde ich einiges mehr Cardio-Einheiten einbauen. Das heisst, es wird mal gerne, dass ich am Morgen um 5, 6 Uhr aufstehe und mal joggen gehe, Salty Sport Runs, nachher eine Gym-Einheit aufs Laufband gehen, am Abend aufs Velo hocken, etc. etc. Einfach, aktuell ist der Cut sicher bis Anfang Militär, habe ich ja gesagt, die 1,5 Monate, und mal schauen, wo wir hinkommen bis dort. Ich habe jetzt allein durch das, dass ich die letzten 2 Tage flach gelegen bin, schon irgendwie 1 Kilo, 2 wieder abgenommen. Das scheisst mich ein bisschen an, aber du, it is what it is. Ihr werdet im YouTube-Video dann auch einen Formcheck sehen, wie das Ganze aussieht. Beim Start von dieser ganzen Challenge morgen. Darum, checkt das auf jeden Fall auch mal ab. Das heisst, Gym, fleissig sein, wirklich auf den Körper jetzt auch schauen. Ihr merkt, es hat viel mit dem auch auf den Körper schauen zu tun. Das ganze gesundheitliche Pflege, auf seinen Körper schauen, jetzt auch mit dem Sport etc. Es geht einfach darum, dass dein Körper ist dein Tempel, wo eigentlich du drin hausen tust, sage ich mal so. Und es geht darum, den zu pflegen und den auf Höchstleistung oder auf Hochtour eigentlich zu bringen. Dann kommen wir zu einer Abendroutine. Abendroutine sieht bei mir so aus, eben ganz normal, ich habe zum Beispiel Körperpflege wieder, ich habe eine spezielle Lotion, die ich brauche, auch von Sebamede zum Beispiel. Dann bevor ich ins Bett gehe, natürlich die ganze Zahnpflege tue ich jetzt nicht alles nochmal sagen, bevor ich ins Bett gehe, wieder beten und dann Affirmationen anmachen. Was heisst anmachen? Es gibt Videos auf YouTube, ich kann zum Beispiel mal googlen, Affirmationen, einfach so Affirmationsvideos, oder zum Beispiel Bodo Schäfer, vielleicht kennt ihr von ihm Affirmationen, oder sonstige Affirmationsvideos, die ihr euch abspielen lassen könnt. Das Ganze läuft dann eigentlich so: Ihr macht auf YouTube das Video auf und ihr stellt euch einen Wecker im Handy, und dort kann man bei den Tönen, kannst nicht nur Töne auswählen, sondern ganz unten hat es einen Button, der heißt Wiedergabe stoppen. Also beim iPhone ist es so, Wiedergabe stoppen. Du tust zum Beispiel eine Stunde rein und dann lässt das Video laufen. Und nach einer Stunde stellt es automatisch ab, macht das Handy zu. Was ist das Ziel davon? Die Affirmationen, nein, ich muss anders ausholen. Unser Hirn schläft ja nie. Also das Hirn ist ja immer am Arbeiten. Das ist ja immer am Rotieren und immer am Denken und immer am Machen tun. So entstehen ja auch Träume. Du hast ja x-tausende Gedanken am Tag, wo unser Hirn hat. Extrem viel unterbewusst und nur ein paar bewusst, wo du wirklich auch wahrnehmen, greifen und dann verarbeiten und in Tat umsetzen. Und das funktioniert eigentlich so, dass du in einer gewissen Schlafphase das Unterbewusstsein, das du hast im Kopf, am aktivsten ist. Sprich, es ist am meisten präsent und am meisten da. Und in dieser Phase ist das Ziel, durch die Affirmationen können
gute Glaubenssätze einzutrichtern. Wie das du es machst mit den Affirmationen am Morgen, sprich, ich bin gut genug, ich bin stark, ich bin vielleicht muskulös, ich bin gesund, ich bin etc. etc. Das ist das Ziel von diesen Affirmationen. Das heisst, wieder das Unterbewusste eintrichtern. Glaub mir, mach das mal eine Woche, 2 und du stehst als anderer Mensch auf am Morgen. Das heisst, bei mir laufen über die Nacht so Affirmationen und ich stehe am Morgen schon mal einiges besser auf, sage ich mal so. Nicht besser, sondern einfach auch sicherer, selbstsicherer auf. Und es hilft dir einfach wieder mit diesen Glaubenssätzen auch, wenn es darum geht, vielleicht Sachen zu verarbeiten, Sachen zu akzeptieren und einfach dich selber zu leveln up. Das ist die Abendroutine, sprich Körperpflege, beten, Affirmationen anmachen. Und jetzt gibt es noch einen grossen Punkt von den Tageszielen, den ich noch nicht gesagt habe. Und der ist kein Zucker. Ich werde wieder versuchen, so wenig Zucker wie möglich zu mir zu nehmen. Mir ist bewusst, dass ich es letztes Mal auch schon nicht gemacht habe und das Mal auch nicht wieder machen werde, so auf komplett null, weil das geht meiner Meinung nach nicht. Es geht nicht, 0 Zucker zu sich zu nehmen. Aber ich werde bewusst meine Ernährung so umstellen, dass ich nicht zusätzlich Zucker zu mir nehme. Das heisst, nicht so Dessert, nicht so Schöckeli und so Zeug. Ich werde im Essen schauen, dass ich Produkte kaufe und einkaufen werde, wo der Zuckeranteil geringer gehalten ist, so gering wie möglich. Weil erstens mal hilft das natürlich mit dem Gewichtsverlust. Zweitens mal aber hilft das enorm, was ich letztes Mal gemerkt habe, mit der Haut. Also ich kann auch, im YouTube-Video wieder das auch einblenden, ich habe diverse Mitesser und Pickel im Gesicht, wie aber auch auf der Brust und Schulter Rückenpartie verteilt. Und ich habe letztes Mal gemerkt, nachdem ich das gemacht habe, hat sich das wirklich drastisch bessert. Also allgemein, meine ganze Haut ist fast schon straffer geworden oder einfach gesünder. Es hat sich einfach viel, viel gesünder angefühlt und es hat sich auch angenehmer angefühlt und ich habe mich wohler in meinem eigenen Körper gefühlt, könnte man das so sagen. Und das hat mir einfach auch wieder so ein bisschen einen Boost gegeben. Wichtig dort, wenn du noch nie einen Zuckerentzug gemacht hast, pass bitte auf. Weil es verhält sich wie ein Entzug von etwas anderem. Angenommen, du würdest einen Entzug von einer Droge machen. Du kannst das auch gerne mal googlen. Zuckerentzug, Entzugserscheinungen oder so. Ich habe das damals nicht gewusst, als ich das gemacht habe. Ich habe wirklich 3 Wochen lang extrem Mühe gehabt. Ich bin ständig schläfrig, ich bin müde und ich habe eine Lustlosigkeit verspürt. Plus kann es auch die depressive Verstimmung fördern. Das heisst, ich habe in diesen ersten 2-3 Wochen, also nach einer halben Woche habe ich mich dann mal informiert, aber sollte man eigentlich machen, bevor man es macht, ich weiss, aber nach 2-3 Wochen also ist es mir dann schon besser gegangen, viel besser, weil ich habe eigentlich gewusst, hey, schau, es ist vom Zuckerentzug, es ist voll okay. Aber du wirst zusätzliche Müdigkeit verspüren, zusätzliche Lustlosigkeit, vielleicht bis anhin zu teils depressive Verstimmungen, wenn es um gewisse Sachen geht. So. Das habe ich gemerkt beim Zuckerentzug, habe ich damals auch ein bisschen dokumentiert oder einfach in meiner Insta-Story teilt. Das heisst, nicht verschrecken ab dem, wenn das in den ersten 1-2 Wochen, wenn du das machst, ein bisschen extremer ist. Das ist normal, weil der Körper sich an das zusätzliche Zucker, der reinkommt, gewohnt ist. Tut ihm aber wirklich mal gut, schon fast so eine Säuberung vom Körper zu machen, indem du mal auf Zucker verzichten. Wie lange ich verzichten wird, keine Ahnung. Ich habe es dort wirklich lang gemacht, bis ich dann irgendwann gesagt habe, hey, einfach für den Balk rein erlaube ich es mir wieder ein bisschen mehr. Das heisst, ich mache euch ein Beispiel, ich werde auch schauen, dass ich zum Beispiel Soßen weglasse, was komplett der Tod ist, je nachdem, was man essen tut. So. Und einfach schauen, dass ich eben möglichst viel, so gut wie es geht, Zucker weglasse. Genau, das sind so ein bisschen die Tagesziele. Die grossen Tagesziele, die wir uns daran halten können. Ich es nochmal wiederholen. Wir haben den Schlaf. Boah, der Voice Crack. Wir haben den Schlaf, wir haben die Morgenroutine, Cold Shower, Skincare-Routine, Zahnpflegeroutine. Dann haben wir Gym, sprich Sport. Wir haben eine Abendroutine und wir haben keinen Zucker.
Was ein grosser Punkt ist, den ich jetzt hier nicht drin habe, ist Weiterbildung. Ja, du solltest eigentlich jeden Tag noch lernen. Sprich, etwas lesen, sprich, irgendwie einen Tag schauen oder irgendwie etwas. Einfach an deiner persönlichen Weiterbildung arbeiten in dieser Zeit. Das kann ich dir auch empfehlen und dazu zu nehmen, auf jeden Fall. Sei jetzt nur 10 Seiten lesen oder sei jetzt nur 10 Minuten von irgendeinem Video zu schauen, was um Selbstentwicklung oder was weiß ich geht, aber sich weiterzubilden, egal was für einen Bereich, aber etwas Neues zu lernen. Oder muss nicht etwas Neues sein, einfach können zu lernen und in einem Bereich zu wachsen. Gut, das sind so mal die grossen Steps gewesen. Jetzt kommen wir zu den kleinen Steps. Und das habe ich so genannt, viele kleine Schritte führen zu einer grossen Distanz. Das heisst, wenn du viele kleine Schritte machen, wirst du irgendwann auch eine weite Distanz zurückgelegt haben. Und da drin stehen Punkte, die sind wirklich klein. Aber wenn du sie konstant machen, zu einer enormen Entwicklung führen. Der erste Punkt ist, das Handy nicht am Bett haben. Und das weiss ich, ist ein Härte für viele von euch. Sprich, das Handy nicht am Bett haben und am Morgen nicht gerade aufs Handy schauen. Es ist eigentlich so ein bisschen eine Kombi aus 3. Ich tue es euch vorlesen. Das Handy nicht am Bett haben. Dann am Morgen beim Aufstehen nur einen Wecker brauchen. Und am Morgen halt nicht direkt am Handy gammeln. Ich denke jetzt vielleicht, wow, shit, gerade so vieles Mal, chillt, weil die Sachen, wenn ihr die macht, helfen Hand in Hand. Das erste, das Handy nicht am Bett haben, ist eigentlich ist der Key. Das Handy zum Beispiel am anderen Ort vom Zimmer laden, das mache ich zum Beispiel, dann muss ich nämlich aufstehen, um den Wecker abzuschalten. Und wenn ich aufstehe, um den Wecker abzuschalten, bin ich wach. Dann stehe ich schon, ich habe den Wecker abgeschaltet, dann bin ich wach, darum brauche ich auch nicht mehrere Wecker. Weil so brauche ich nur einen Wecker, wenn ich muss aufstehen und ihn holen. Und nachher aber nicht am Handy chillen und Nachrichten anschauen, sondern nachdem in die Morgenroutine gehen, mit immer erinnern, Dankbarkeitssätze etc. etc. Das heisst, das ist aber ein Punkt, der so viel hilft am Morgen, die ersten 20-30 Minuten, wo du noch in dem Alpha-State bist, wenn du gerade verwachst, wo das Unterbewusstsein auch wie beim Schlaf noch so viel erhöhter da ist, dann die Dankbarkeitssätze, Beten und Affirmationen reinzuhauen. Key, wirklich. Darum versuch das zu machen. Das Handy nicht neben dem Bett zu haben, nicht mit dem Handy einzupennen, irgendwie so, oder dem Laptop einzupennen, sondern bewusst können sagen, ich lege es weg. Am besten ist eigentlich sogar 30 Minuten, eine Stunde vor dem Schlafen gehen, nicht nur irgendwie an so Gerät hocken, aber hey, wir sind alles nur Menschen, wissen, wie ich meine, und man muss klein anfangen. Aber wirklich nicht ans Handy zu gehen und das versuchen, mit einem Wecker aufzustehen. Und das wird funktionieren, wenn du auch den Schlaf kannst einhalten kannst. Und du wirst sehen, das sind alles so wie Lego-Bausteine, die wir jetzt immer mehr und mehr zusammensetzen, dass wir an den Punkt kommen. Das heisst, das sind so ein bisschen 3 Punkte, die morgen sehr ausschlaggebend sind. Das Handy nicht am Bett, nur einen Wecker brauchen und nicht ans Handy gehen, direkt am Morgen. Zum den Wecker ausstellen, ja, kein Ding. Gut, dann habe ich so Punkte wie, die ich vorher schon genannt habe, zum Beispiel pH-neutrale Duschmittel verwenden. Eben ohne Gummi, ohne Silikon, einfach weil es gesünder ist. Dann habe ich mir einen Punkt, das ist irgendwie ein bisschen peinlich, aber ich sage das jetzt einfach gleich, weil ich heute ja transparent sein und wirklich können real sein auch. Ich bin jemand, der an meinen Fingern knübelt, zum Teil, wenn ich nervös bin oder so. Sprich, so dran und kratzen und zum Teil so kleine Hautfetzen abreißen. So. Ich weiss nicht, ob es das Leute gibt, die das auch machen. Eben, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Exposure da. Aber ich arbeite daran oder ich lege meinen Fokus drauf. Das sind einfach so Sachen, die ich aktuell habe, dass ich das nicht mehr mache, weil es einfach sehr unschöne Finger gibt, meiner Meinung nach, und es mir selber nicht so gefällt. Darum arbeite ich daran, dass ich das wegbringe. Das ist ein kleiner Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Dann, was ich zum Beispiel noch aufgeschrieben habe, ist ein anderes Tüchlein zu brauchen. Für Gesicht wie für Körper beim Duschen. Einfach auch aus hygienischen Gründen. Dann halt so normales Zeug, wie den Bart regelmäßig zu schneiden, Nägel regelmäßig zu schneiden, etc. etc. Und ein Punkt, den ich noch aufgeschrieben habe, ist Ordnung und Struktur.
Ich bin eigentlich jemand, der sehr gerne eine Ordnung in meinem Chaos hat. Aber ich möchte daran arbeiten, strukturierter zu sein, sprich Zeitmanagement technisch und auch ordnungstechnisch. Ihr werdet es im YouTube-Video sehen, ich habe komplett alles ausgemischt, also was heisst komplett ausgemischt? Ich habe vor allem so Bürokram-Zeug habe ich viel rausgerissen, auch komplett das Zimmer geputzt, geräumt, gesaugt etc. Auch, dass ich mit klarem Kopf in das Ganze reinstarten kann. Das ist sicher ein Punkt, den ich durchziehen möchte. Weil ich habe gerne mal, zum Beispiel wenn ich die Kleider mache, dass ich es nicht gerade einräume, sondern aufs Bett stelle und erst irgendwie, ja, ihr kennt es. Also, das möchte ich eigentlich vermeiden. Und auch ein wichtiger Punkt, den ich jetzt auch sage, den ich extrem wichtig finde für Männer und für Frauen. Ich weiß nicht, ob ich das Wort sagen, ob es dann restricted wird, aber kein Konsum, kein erwachsener Videokonsum. Ich nenne es jetzt so, weil ich glaube, das macht sehr viel kaputt über das Realitätsbild. Nicht, dass es jetzt komplett verwerflich ist, so, ist jedem das seine, aber ich lege meinen Fokus auch einfach komplett darauf zu verzichten, weil es unnötig ist. Ich bin auch nur ein Mensch, wisst ihr, wie ich meine. Das ist einfach auch ein Punkt, den ich mir noch so aufgeschrieben habe. Und dann das sind eben persönliche Punkte. Oder dort könnt ihr eigenes Zeug reinführen. Zum Beispiel, wenn du jemand bist, der vielleicht zwischen in der Nase bohren oder so irgendwie, keine Ahnung, und du möchtest dir abgewöhnen, in der Nase zu bohren, dann hey, ist dort der Teil, um das für dich aufzuschreiben. Oder du bist jemand, der zum Beispiel eben, so wie ich, Kleider auf die Seite stellt und nicht gerade verräumt. Das sind die kleinen Punkte, aber all die kleinen Punkte, wenn du die machst, wird das ein extrem grosser Schritt. Und ich glaube, ihr seht jetzt langsam wirklich, was ich meine mit dem Level-Up Sommer. Es geht allgemein darum, sich als Person, als Persönlichkeit, in den Bereichen, wo man es gerade findet, muss man sich in denen weiterzuentwickeln. Bei mir geht es viel um Gesundheit, Psyche, sprich das Mentale und das Gesundheitliche. Ist jetzt eigentlich mit dieser Entwicklung voll in meinem Vordergrund. Und das, ich muss ehrlich sagen, ich bin mega hyped. Ich habe richtig Bock, ich habe richtig Vorfreude, weil es ist eine Challenge, auch wenn gewisse Sachen mega basic tönen. Glaubt mir, setz das einmal um und nach einem Monat zeig mir mal, ob du immer noch alles genauso machst, wie du es dir vorgenommen hast. Da bin ich gespannt. Da bin ich wirklich gespannt. Ohne Ausnahmen, so speziell, wichtig beim kein Zucker. Das wollte ich vielleicht noch sagen. Ich erlaube mir einen Cheat Day in der Woche. In der normalen Weise ist es der Sonntag. Falls es aber irgendwie spezielle Sachen gibt und ich mal ein Event habe oder irgendwie etwas, wo es jetzt richtig geile Dessert machen oder so, was weiß ich, dann erlaube ich es mir einmal, den Sonntag zu nehmen und zum Beispiel auf den Mittwoch zu schieben. Dafür dürfen es dann aber am Sonntag in dieser Woche natürlich nicht. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das ist so kurz zusammengefasst. Wir sind jetzt seit 50 Minuten dran. Das ist so mal der Level-Up Sommer, wie ich ihn vorhabe zu machen. Jetzt habe ich, was ich jetzt noch mache, und zwar habe ich euch vor einer Stunde, bevor ich das Ding gemacht habe, den Podcast angefangen habe, eine Fragebox gemacht auf Insta und gesagt, hey, wenn ihr Fragen dazu habt, stellt Fragen. Ich weiss nicht, ob jetzt Fragen bezüglich Level-Up Sommer da sind oder ich habe einfach gesagt, auch allgemeine Fragen. Schauen wir jetzt an. Ansonsten wäre das so ein bisschen das Topic Level-Up Sommer. Wichtig jetzt. Nimm das raus, was du für dich willst rausnehmen und kannst rausnehmen. Tu nicht einfach alles kopieren. Kannst du. Aber ich würde dir empfehlen, du bist ein anderer Mensch als ich. Du stehst an einem anderen Punkt als ich. Du stehst entweder weiter als ich oder vielleicht nicht so weit wie ich. Oder genau gleich, wer weiß schon, was weiter und weniger weit ist. Weißt du, was ich meine? Vergiss das, was ich gesagt habe. Aber versuch es auf dich persönlich auch anzuschneiden und auf dich persönlich auch anzupassen. Weil ich bin nicht du. Und bei dir sieht es sicher noch mal ein bisschen anders aus als bei mir. Das ist, wie ich es mache. Ich lade dich gerne ein, dein eigenes Level-Up zu machen diesen Sommer, weil ich glaube, wir haben viele Leute, die das jetzt hören, die es wirklich nötig hätten. Viele Leute, die es auch nicht nötig hätten, aber trotzdem machen, weil sie es geil finden. Und ich finde es so, das ist doch schön. Gemeinsam, wir sind so eine grosse Community mittlerweile. Und wir arbeiten einfach gemeinsam als Einheit, und ich sage das immer wieder auch in meinen Videos, wir arbeiten gemeinsam als Einheit an so etwas Grosses hin.
zu so einem grossen Punkt können in der Schweiz einen Impact setzen. Und das finde ich so etwas Geiles und so etwas Schönes. Und ich muss das einfach mal sagen, ich bin dort auch wirklich stolz auf mich und auf jeden einzelnen von euch. Es hat niemand in der Schweiz, der den Content macht, den wir machen, so wie wir ihn machen. Und das bedeutet mir so viel, weil das zeigt mir wirklich, wir sind on the way, etwas ganz Geiles auf die Beine zu stellen. Und da möchte ich zuerst mal wirklich ein Danke an jedem Einzelnen von euch sagen, weil ohne euch, ich sage mal so, ich wäre nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin, ohne den Hustle, den ich hineingegeben habe, aber ich wäre nie an dem Punkt ohne euch. Oder wir wären nie an dem Punkt ohne euch. Und das finde ich so wichtig zu verstehen. Und darum danke euch für mal. Wir jumpen in die Fragen. Das heisst, wir gehen mal schauen, ob es überhaupt ein paar Fragen gegeben hat. Und gehen mal die Story abchecken. So, gehen wir mal schauen. Okay, 1, 2 Fragen hat es gegeben. Nicht viel, aber es ist auch noch nicht lang da oben. Darum. Also, ein Discord wäre geil dazu. Oh, also einen Discord-Server quasi zu haben, wo man sich austauschen kann. Mal schauen. Vielleicht wird das nächstes Mal der Fall. Ich plane immer noch eigentlich die Broadcast-Gruppe zu machen auf Insta, aber ich kann sie immer noch nicht machen. Ich weiß nicht, was es noch braucht, dass ich sie machen kann, aber hey, wir hustlen einfach weiter und wir werden sie können machen, wir werden sie bekommen. Eine Frage, wohnst du noch daheim? Wenn ja, hast du vor auszuziehen? Ja, ich wohne noch daheim. Ich habe eine spezielle Wohnsituation. Ich wohne mit meiner Mutter, meiner Schwester und meinem Cousin. Ich hätte vor, irgendwann mal ausziehen, aber aktuell nicht, aufgrund von gewissen Umständen, obviously. Aber auch, weil mir das Umfeld mega viel gibt. Ich glaube, ich bin noch nie so nahe gewesen mit den Personen jetzt da, wie ich es aktuell bin. Vor allem mit meiner Schwester und meinem Cousin, ja, mal mit meiner Mutter eigentlich auch. Klar wollte ich irgendwann ausziehen, auf jeden Fall. Aber ich genieße es echt. Ich genieße es echt, die Zeit zu haben. Und von dem her ist mir eigentlich egal, wer irgendwie etwas anderes sagt oder sonst irgendwie etwas behauptet. Ich finde es eine schöne Sache und darum wohne ich auch noch da. Genau. Wie verändere ich mein Mindset? Kommt darauf an, wo du hin möchtest damit. Ich habe dir gerade einen Blueprint gegeben, wie du ein grosses Level-Up in einer sehr kurzen Zeit machen kannst. Wenn du den anwenden möchtest, dann wende ihn an, gerne. Wenn du möchtest weniger machen, dann mach weniger. Wenn du möchtest mehr machen, mach mehr. Bitte schau einfach, dass es in einem gesunden Maß ist und dass du trotzdem noch, klar, dass du musst etwas dafür schaffen, aber dass du trotzdem noch kannst du sein, weißt du, was ich meine? Und dass du nicht einbrichst unter dem ganzen Druck, wo es damit gibt. Weil es gibt positiver Druck, ist sehr real. Es gibt einen positiven Druck, der dich auch dazu pusht, Gas zu geben und vorwärts zu kommen und etwas zu erreichen. Aber an einem gewissen Punkt, wenn es zu erdrückend ist es sehr gefährlich. Und das kann ich dir einfach empfehlen auf dem Weg. Wie kann ich meine negativen Gedanken stoppen? /overthinking. Wie kannst du deine negativen Gedanken stoppen? Ich sage mal so, negative Gedanken zu haben, ist ja okay, weil es ist einfach der Abwehrzustand des Menschen. Ich finde es wichtiger, die negativen Gedanken nicht Überhand oder Kontrolle erlangen zu haben. Weil wenn du weißt, du hast auch ich habe manchmal negative Gedanken, aber wenn du weißt, wie du darauf reagieren kannst, positiv darauf reagieren kannst, dann spielt es eigentlich keine Rolle, wie viele negative Gedanken du hast, weil du weißt, aus jeder negativen Situation kannst du etwas Positives machen. Meine Meinung. Das heisst, wenn ich zum Beispiel negative Gedanken habe, denke ich im Gegenteil als Positive, das daraus entstehen kann. Sprich, du hast negative Gedanken über eine Situation, weißt nicht wie, wo, was. Ich versuche die Münze zu drehen oder die Münze zu flippen und die andere Seite der Münze anzuschauen, die positive. Was kann ich davon mitnehmen? Was kann ich aus dieser Situation lernen? Was kann mir die Situation beibringen? Was will sie mir zeigen? Und das sind Sachen, die mir helfen. Allgemein, wenn du das mehr machst, werden deine negativen Gedanken weniger, weil du immer eine positive Antwort darauf hast. Verstehst du, wie ich meine? Und das ist ein Punkt, wo ich muss mich entschuldigen, jetzt ist mir gerade die Kamera gestorben, darum hat es jetzt einen kurzen Cut in dem Ganzen gegeben. Aber ich glaube, es ist klar gewesen, was ich eigentlich sagen wollte mit dem Ganzen. Und hey, es hat mich extrem gefreut, dass ihr wieder am Start gewesen.
Oh, das ganze Start noch ein bisschen schräg. Das hat mich extrem gefreut. Sind ihr wieder am Start gewesen? Habt ihr wieder zugelassen? Habt ihr wieder zugeschaut? Für die auf YouTube zuschauen? Hey, es ist eine riesige Journey, die wir aktuell machen und es freut mich so extrem, wie das bei euch ankommt, wie das wir voranschreiten aktuell als Einheit. Und darum lasst doch gerne, wenn ihr jetzt bis dahin gehört habt, eine Bewertung da beim Podcast. Oben auf Spotify oder auf YouTube, ein Abo da, ein Like da oder ein Kommentar da, irgendwie etwas. Ihr helft mir damit extrem, ihr helft uns damit extrem, auch in der Reichweite, die wir haben. Und hey, ich hoffe, du kannst von dem Ganzen etwas anwenden für dich, du kannst etwas mitnehmen von dem Ganzen. Verfolge gerne die Videos auf YouTube, wo ich dann noch ein bisschen genauer zeige, wie, wo, was ich genau vorgehe. Aber sonst würde ich sagen, danke euch viel mal fürs Einschalten bei dem Ganzen. Schmitten und out und wir hören uns. Peace. Bye.